Moin, moin Leute. Wir haben heute Freitag, 8:30. Meine Frau ist in der Garage auf dem Laufband. Die Kids spielen oben und jetzt erstmal das gleiche Spiel wieder. Erstmal Frühstück machen und dann geht's ab zum Mario. Nachbarn hier haben die grandiose Idee gehabt, deren Pool abzureißen. Das haben wir jeden Morgen Lärm. Also die den Vlog von gestern gesehen haben, die wissen, dass wir heute leider keine S-Klasse fahren können. Sind gestern über ein riesen Schlagloch gefahren. Ich habe hier zwar noch 4 Original AMG-Felgen, die kommen bald da drauf. Erstmal. So, jetzt haben wir erstmal die Option, welches Auto wir nehmen. S-Klasse ist dann mal raus. Jetzt könnten wir entweder VW, den GL da hinten, wo die Klimaanlage kaputt ist, oder Schrottkarre. Ich glaube, bevor ich die Schrottkarre fahre, fahre ich lieber mit Fenster offen, Leute. Ich muss mal das Auto rausholen. Und dann ab zum Strip. Der GL stand eine ganze Weile, das ist kein Benzin, also müssen wir jetzt erstmal tanken und dann geht's ab zum Strip. Und ich kann es kaum erwarten, endlich beide Autos loszuwerden, um ehrlich zu sein. Das Auto kommt weg und meine S-Klasse kommt auch weg und dann haben wir ein Auto dafür, ein Tesla, eventuell auch nur ein ganz kleiner, Kosten sparen, kein Benzin mehr tanken, nichts mehr, einfach nur Stöpsel raus, ab zum Strip und wieder zurück. Perfekte Auto für hier Las Vegas, glaube ich. Und los geht's, Leute. Nicht falsch verstehen, ich werde das schon mega vermissen, hier V8 und so weiter zu fahren, vor allem wenn man 2 davon hat. Aber ich bin jetzt 3 Jahre lang S-Klasse gefahren und davor hatten wir Porsche. Es reicht so langsam, Leute. Ich muss Kosten sparen. Wir müssen so langsam mal vernünftig werden. Let's go. So ganz ohne Klimaanlage kommt man doch ein bisschen ins Schwitzen. Aber die Fahrt war trotzdem ganz angenehm. Einfach Fenster offen. Alle Fenster offen. Leute, ich habe was Neues gefunden. Wenn ihr hier Mario spielt das nächste Mal, dann sagt dem Foodrunner einfach mal Bescheid, dass ihr die Chicken Bucket von oben haben möchtet. Also die Chicken Bucket from upstairs. Einfach mega geil. So ein Bucket halt mit Chicken, aber geil. Heute Freitag, auf jeden Fall viel mehr Action als am Dienstag letztens. Wieder das gleiche Spiel, Leute. Wir haben ein Seat, aber wir müssen noch warten, weil wir seine letzte anspielen möchten. Kurze Pause, Leute. Ich habe gerade Essen bestellt. Reis mit Hähnchen, aber diesmal nicht Chicken Bucket, von dem ich hier. So hätte ich eigentlich mal bestellen können, damit ihr das sehen könnt. Aber ja, erstmal Reis mit Hähnchen und noch so ein kleines Dessert mit Schokolade. Zeige ich euch gleich. Tisch ist auf jeden Fall gut. Alles nur, also ziemlich soft. Das ist die Schale vom Ei, wenn man essen. Mir wird so langsam ein bisschen langweilig. Keine Ahnung, ich bin total card dead. Tisch geht auch nicht so viel. Also mein Tisch ist eigentlich gut, aber da passiert halt einfach nichts. Ich habe noch jemanden aus der Niederlande links neben mir sitzen. Der hat eben einen $100 Chip reingeschmissen. Und wenn man nur einen Chips reinschmeißt, dann ist das eigentlich nur ein Call. Also der wollte eigentlich racen. Hat auch Race gesagt, aber viel zu spät halt. Und der Dealer meinte dann, ist leider nur ein Call. Und ich, Spasti, sagt dann auch noch zu dem, ja, es tut mir leid, das ist leider so, es war zu spät. Dann callen da erstmal alle schön rum, 4, 5 Caller oder so. Und es geht zu mir, ich bin im Big Blind und ich habe Asse. Ich race auf $35. Ich habe gehofft, dass der jetzt, mein Freund aus der Niederlande, irgendwie all-in geht oder doch mal auf 100 raced oder so. Aber ja, er foldet. Und alle anderen folgen auch, weil nichts passiert. What? Oh.
Schon dunkel, Leute. Lange Session hinter mir. 9 Stunden heute gespielt. Und 285 $ im Minus. War mega swingy. Als ich das letzte Mal berichtet habe, waren wir glaube ich 1200. Also in für 1200. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt, nochmal eine fette Hand verloren. Dann war ich in für 1700. Dann habe ich mich wieder raufgekämpft, war immer wieder fast Break-Even wieder. Bis ich dann nach 7 Stunden Spielen wieder eine fette Hand verloren habe. Mit König Bube habe ich Top 2 gefloppt, aber war alles Kreuz. Und mein Gegner hat 10-6 in Kreuz. Der hat geopen raced, ich habe am Big Blind aufgefüllt. Und ja, Flop ist halt Action Flop. Er floppt sein Flush, ich flop Top 2. In der Hand habe ich fast 600 $ verloren. Also war ich schon wieder down. Dann habe ich nochmal nachgeladen. Waren totally in für 1900. Und ja, ich habe eine leckere Hand gewonnen eben mit Ass 7 im Big Blind. Ass 7 Spade. Early Position Open Race. Ich call im Big Blind. Flop kommt Ass hoch. 2 Kreuz. Also ich habe keinen Flush Draw oder so dazu, aber halt Ass getroffen. Er bettet Flop schon groß. Ich call, Turn kommt die 7. Er bettet nochmal ziemlich groß am Turn. Ich check Call-In und River kommt irgendeine Blank 2 in noch was. Und ich habe in der Check Race. Check, er bettet 125 $. Ich raise auf 400 und er callt. Und ja, Ass 7 ist gut. Dann nochmal hier und da ein paar kleine Pötte gewonnen und so. Und ja, konnten wieder ein bisschen was rausgrinden. Also 285 $ ist jetzt nicht so. Ich war teilweise 1000 $ down. So, bevor wir jetzt schon wieder über irgendwelche Schlaglöcher fahren, Leute, da verabschiede ich mich schon mal. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Kommentieren, Liken und Abonnieren. Peace out, guys.